Guten Abend. Willkommen an dieser Sendung am Kader von der Chamberwahl 2016. Viele Themen, viele Punkte stehen an der Wahlprogramme. Heute freuen wir den Kandidat Marc Görgen, Spitzenkandidat von den Piraten am Süden. Guten Abend. Guten Abend, Marc. Ihr seid Generalsekretär von den Piraten. Jetzt sind wir noch ein paar Tage bis der Wahlsonne. Wie gut waren Piraten das Wahl vorbereitet? So gut wie noch nie. Wir hatten das keine Chance, dass keine Fege zu einer Wahl waren. Wir das meist gut konnten darauf vorbereiten, direkt nur den Gemengewahlen, wo für uns immens erfolgreich waren, sind wir auch hingegangen, wir haben die Kampagne präpariert, sodass wir mit jeder Partei waren, die Armee schon Wahlprogramme rausgehen hat, dann ist ganz Kampagne stung auch du schon, aber wie die Leute auch noch dabei gemerkt haben, waren wir super präpariert, das kann ja, wenn man die Leute wirklich wollte, man da eine Idee überzeugen. Wie hat sich der Sturm ausgewirkt auf Erdmaterial? Am Anfang ganz schlecht, also der Sturm, wo der Weekend draufgegangen war, den hat viel Plakate draufgehalten, viel von also ganz große für nach dem umgehalten. Wir haben einfach da Tip-Top-Membern, die hingegangen sind, und sind ihrem abgerichtet, sodass bis auf die, wo wir Futti gegangen sind, wir nicht ersetzen können, die anderen einfach alle gut abgerichtet sind. Wie echt geht ihr an eine Kooperation mit der PID an die Wahlen? Ne? Mhm. Das ist, was ich gehe. Wir haben eine Aufruf gehabt am Frühjahr von der PID, für mit ihnen zusammen ein Lösch abzubauen. Ich war da am Anfang ganz kritisch, das ging ich auch zu. Ich muss aber sagen, wenn ich den Bilan zeige, was bis und der Arbeit und in der Kooperation rauskommen, also das ganz positiv verlaufen war. Ich kann mich da gar nicht beschweren. Am Contraire, PID hat gute Ideen gemacht, dann noch ganz gut Leute, sodass wir unsere Equipe nachher verstärken konnten. Zu Peting hat ihr letztes Jahr eine Nation gepackt. Mit über 9% kommen Piraten an der Gemengerot. Wie ist das Ziel für den 14. Oktober? Also wir wären froh, wenn wir im Süden noch gingen, ob die 9% kommen, das ist aber ein bisschen heiß gekraft. Für uns das Ziel, dass wir mindestens am Zentrum und am Süden einen Deputierte kriegen, für das wir als Politik können umsetzen und noch ein bisschen den etablierten Parteien über das Rolle an der Opposition ein bisschen anheizen können. Peting erstickt over am Neues am Verkehr, wie überall am Land. Piraten wollen den gratis öffentlichen Transport. Wie soll das Stauproblem lösen? Der Vorteil vom gratis öffentlichen Transport wäre, dass es viel mehr attraktiv wäre, dass die Leute gingen den Transport benutzen. Wir sind uns aber auch bewusst, dass nicht nur auf den Preisen liegen, mit Qualität, den Service und auch dafür muss ausgebaut werden vom öffentlichen Transport. Holen wir mal Peting. Peting ist symbolisch dafür, dass ein Frontalien über Peting nur an Land rauffahren. Und du bringst doch nicht zu 100 Stunden Park-and-Ride zu bauen, du siehst mehr der Meinung, du musst Park-and-Ride, da wo sie wohnen, gebaut werden. Und dass sie dann am öffentlichen Transport gratis können auf ihr Arbeit fahren. Das ist zu lonkisch. Zu lonkisch oder auch noch, wenn sie mehr weit wohnen. Ein Prinzip ist, dass mehr gingen dort Park-and-Ride bauen, der Staat ging sie auch behalten, und da könnten die Leute parken und vielleicht mal im Zug an den Staat fahren. Der Staat gibt dann die Park-and-Ride finanzieren, zu lonkisch. Das ging sie finanzieren. Wir gehen auch davon aus, dass, weil die Gebäulichkeit selber hält, dass der Staat nicht verliert, am Kontrakt verloren und Blut geht. Die wollen den gratis öffentlichen Transport mit einer Vignette finanzieren. Wie sieht das Modell aus? Aber das ist so, dass am Moment eine Autosteuer zu bezahlen, also alle Autos, die zu Lützeburg besitzt, es wird nicht besteuert, dass ihn benutzt, es wird besitzen besteuert. Und wir sind der Meinung, dass ihn das soll umbauen, aber eine Vignette, wo dann alle Auto, den durch Land fährt, muss kaufen. Das ist viel mehr fair, weil am Ende ist es so, dass ein Auto auf der Straße bezahlt und den anderen nicht. Und dementsprechend in unserem Modell gingen sich eine Vignette kaufen, die noch flexibel ist, 10 Jahre. Und das Ganze soll an der aktuellen Autosteuer orientiert sein, sodass kein muss mehr bezahlen. Wie in Österreich. Wie in Österreich ist da also eine Vignette, wo klassisch an Fenster passt. Wir haben echt die Idee von einer App, einer digitalen mit einem QR-Code, für das in die Fenster nicht so passen wird, wenn die durch Europa fährt. Und wie ist es mit den Zerfallskontrolleuren? Wir sind uns da bewusst, dass verschiedene Ängste gehen, dass die Kontrolleure ihr Platz verlieren. Aber das ist genau der Kontra, was wir machen. An unserem Projekt gingen mehr Kontrolleure nachgestellt gehen, und sie sind da für die Sicherheit am Zug für den Service und Klient. Und noch an unserem Konzept gegen nach einem kleinen Ticket bestehen bleiben, bezahlt ihnen aber nicht. Das heißt, auch als Assuranzen an der Sicherheitsgründen muss ich nachher mal ein Ticket für an den Zug ran, wir bezahlen ihnen nicht. Ja. Ihr wollt kein Tram bis auf Bech? Nee, weil wir gesehen, dass das
Millioune Graver am brechen dann nach enkeier 20 Joer bis den überhaupt realiséiert das. Dafür sie mehr der Meinung, dass man op der Streck Esch an d Staat sollen den Expresszug ersetzen, den oni Arré oder vielleicht nach zu Beteburg sto bleiben mir dann an 19 Minuten an der Stadt wäre, an dementsprechend die Streck also ausgebaut gi man den net benutzen, ihr mal lorem Deier an den Tram investieren. Wie ein Tunnel. Tunnel aus Nachmidaier dementsprechend fir dat och keng Alternativ hier is. Weil der eng Alternativ an 10 Joer kann sinn, de Projekt missinn sech mir genau gucken as Monorail iwwer d'Autobun, dat das eigentlich eng sympathisch Idee muss ich gucken, dass da war eben an 10-15 Jahre zu realisieren, wie als Idee mit der CRL-Strecke echt stärkt, das finde ich schnell zu realisieren. Dieselauto, ja oder nein? Wir sind der Meinung, dass der Staat lange Zeit Leute gesagt oder noch über Subventionen von der Tankstelle, dass er soll Diesel kaufen. Das ist falsch, Leute zu sagen, Diesel ist schlecht. Wir wissen, dass Diesel durch Firmen, die es manipuliert tun, gewisse Probleme hat. Das aber nicht, dass man muss so ein Dieselauto bleibt stehen. Wir sind auch der Meinung, dass die Firmen, die Auto verkaufen, dann durch Schmubetrieben haben, dass du denen hast, für den Clio dazu bezahlen, für das man 3 geht, und nicht, dass der Clio nur nach für irgendein Update oder eine Notbesserung muss bezahlen. Du findest soll an eurem Programm zum Flughafen für Großregionen gehen. Wie stellt ihr euch das vor? Das ist ja schon so, dass die Wurstung am Findel durch neue Fluggesellschaften, die neben der Luxair kommen sind, in den letzten Jahren wirklich stattgefunden. Wir sind aber auch der Meinung, dass Luxair gestärkt muss gehen. Und dementsprechend soll der Findel für die ganz große Region attraktiv sein. Das heißt, du könnt auch den öffentlichen Transport. Wir wollen, dass ihm ganz einfach mal öffentlichen Transport bis auf den Findel fahren, dass ihm da billig sein Auto parken kann. Der Findel muss einfach attraktiv sein. Wir haben ein Problem damit, dass verschiedene Parteien quasi hingehen, also gegen so ein, der Findel muss am Stand von den 70er Jahren zurück, der wir nämlich fliehen. Wir haben die Vision, dass der Findel da ist, für die Betriebe auch auf Lützeburg zu kriegen. Eine ganz Geschäftswelt kann nicht mehr leben mit attraktiven Verbindungen an Ausland. Dir kritisiert Luxtram und fordert, dass der CRL soll nicht privatisiert gehen. Wir haben das Problem bei Luxtram, das wir auch kritisiert tun, als dass du eine Zweckgesellschaft geschafft hast, wo an Eisen an Lohndumping gemäht wird gegen den CRL. Minister wollten einfach nicht die Salären an die Konditionen, wo am Ende den CRL hat, wollte sie im Tram nicht bezahlen, und das für uns einfach nicht verständlich, und wir gingen noch nicht so matt drohen. Was CRL belangt, da sind mehr dagegen, dass das gegen privatisiert ging, dafür uns muss der staatlichen Händen bleiben. Mir ist das schon nicht zu spät? Das verschiedene EU-Direktive, wo verschiedenes schon viel gesehen haben, wir mehr in der Chambre wäre, ginge mehr ein Maximum machen, für das zu verzögern, beziehungsweise rückgängig zu machen. An eurem Programm schreibt ihr, es soll neue Kleinfirmen zu Lützburg ihren abmachen. Wir sind der Meinung, dass zwar Flotters von Google oder irgendwelche Firmen, die auf den Mars fliegen, hinkommen, aber das ist aber auch interessant, für, dass die junge Leute können hier Firmen aufmachen. Und dafür muss ich hingehen an meiner Bürokratie. Die Idee mit dem 1 Euro Startkapital ist ganz sympathisch, wie das ja schon teilweise umgesetzt wird. Aber da muss ich auch gucken, wie ein Soziallasten haben, wie ein Steuern die neue Firma viel zu bezahlen haben. Und dementsprechend muss der Staat, der Patron, nach weit entgegenkommen, weil am Ende ist nicht so, dass der Patron so ein einfaches Leben hat, die ersten 2 Jahre. Zum Mindestlohn. Den ist anscheinend zu niedrig. Wo wollt ihr das abbessern? Der Mindestlohn ist definitiv zu niedrig, für heute zu Lützeburg können gut zu leben. Wir sind uns auch bewusst, dass man nicht hingehen und so, und der Patron muss 100, 200, 300 Euro mehr bezahlen, weil das gegen Preissteigersteuer am Land abdrücken. Dafür sind wir hingegangen und wir haben gesagt, der Staat muss seine Responsabilität dementsprechend überholen, und wir gingen dafür den Mindestlohn steuerfrei machen. Dementsprechend hätten Arbeiter den Mindestlohn verdient, direkt ab 1. Januar mehr auf sein Konto, auf der Überweisung, mit dem Patron muss nicht mehr bezahlen. Das heißt, geht alles vom Staat. Genau, der Staat ging dementsprechend über die Steuerschrauf, der hat man auch hier drin. Aber bei den Steuern soll Steuerklasse 2 generalisiert gehen. Weil wir der Meinung sind, dass es an der heutigen Zeit nämlich normal ist, dass Witleute oder Junggesellen oder auch geschäte Leute müssen eine Steuer, quasi eine Strophe bezahlen. Wir sind der Meinung, du sollst jeder Verein dieselbe Steuerklasse kriegen, und
dat das fir eis en fair an modernen Lesung das wirklich rückgewandt wat aktuelle Steuersystem nachbietet. Und der Krankenschein soll direkt bezahlt gehen. Der Krankenschein soll für den Patron direkt bezahlt gehen, am Ende ist es so, dass der Patron wird Krankenkassen zwar remboursiert, kriegt aber nur 3 Monate. Das heißt auch da, wenn eine neue Firma hat, dann nicht nur 2-3 Employeen oder die hat nur auch 500 Employeen und du fahren da viel zu summen an den Krankenschein, hat das Problem, dass der muss viel finanzieren. Als Idee ist, dass du ab dem nächsten Tag direkt den Patron nicht mit bezahlt, mit Krankenkasse überweist dem Arbeitsstadtgeld. Zum Beispiel, ich gehe beim Doktor, ich kriege eine Rechnung, ich brauche die nicht zu bezahlen. Das ist den Tiers payant, generalisiert du auch dafür, das heißt, das ist das System, das am Moment muss ja Geld vierstecken geht beim Doktor und da schicken sie nur Krankenkasse. Was wir gerne hätten, ist, dass der Doktor einfach nicht mehr nach Differenz berechnet. Nämlich den vollen Montant, mit das Krankenkasse bezahlt und direkt der Klient, den auf der Platz ist, dann eben die 2-3 Euro Differenz bezahlt. Teletravail soll vereinfacht gehen. Wir sind der Meinung, das ging auch um den Stauproblem abhaken, dass ich nicht muss mehr dauern auf der Arbeitszeit für alle Aufgaben zu erledigen. Es gibt sicherlich die Berufe, wo das nicht möglich ist. Mit die, wo es möglich ist, sollen über die Digitalisierung hingehen und den Homeoffice legalisieren, sodass das möglich ist. Steuerlich Vorteile für langjährige Mitarbeiter. Wir sind davon überzeugt, dass es gut ist, von den Mitarbeitern Betrieb hat, die lange durcharbeiten. Am Moment ist es so, dass die immer mehr Angst kriegen, irgendwann loszugehen. Dem wollen wir entgegenwirken, indem der Patron Vorteile hat auf die Steuern, was den Employee mehr lang bei ihm schafft. Und wie gut sind die Interimsplätze? An unseren An als die Interimsagence keine Lösung, weil schon da ein so Gefühl, wie wenn den Mitarbeiter als Wurgang behandelt gehen, und dafür wollen wir die aber Maximum abgrenzen, dass sie bis zu irgendeiner gehen, die Interimsagenzen. Ihr wollt kleine Kredite für die Personen? Das ist so, dass für allem Leute mit einem sozial schwachen Einkommensprobleme haben, für wenn man einen Trockner oder irgendeine Waschmaschine oder sonst irgendetwas neu angeschaffen muss gehen oder einfach auf Hand fällt, für da können auf der Bank einen Überbrückungskredit zu kriegen. Dementsprechend ging mehr hingehen, wo staatlicher Seite mit den Banken, die gingen mit uns zusammen schaffen, kann den 10.000 Euro so aufrufen, einmalig, und dann kann er sich so einen Kredit, wenn er die 10.000 zurückbezahlt, kann er sie nach einem Jahr in 2 Jahren aufrufen. Der Bio soll TVA freigehen. Oft kriegt ihr von den Leuten gesagt, sie gingen gerne Bio essen, aber dass ihr Problem ist, dass den Bio einfach zu teuer ist. Dafür ist eine Idee, dass der Staat muss ein bisschen Püpp machen quasi, für dass die Bioprodukte, die an unseren Haaren sinnvoll sind, dass die den Preis ein bisschen raufgehen und dafür einfach TVA davon befreien. Just Bio? Am Ende, also just Bio, die normalen Ernährungsmittel, die gingen bleiben, wie sie sind. Und ein Steuerkredit auf Lebensmittel spenden? Das ist so, dass zu viel Wäschgehalt gibt. Das heißt, wenn ein Supermarkt etwas übrig hat, fliegt das einfach an Dreckskirche, da keiner hat etwas davon. Als Idee ist, wenn die hier gehen, das Datum ist vielleicht nicht aufgelaufen, aber so mal leben 1-2 Tage, wenn sie wissen sowieso, dass sie nicht mehr verkaufen, dass sie da können hingehen und sie spenden eine ASBL-Dat, und dementsprechend kriegen sie das von ihrer TVA bzw. Steuern aufgerechnet. Für Senioren wollt ihr Struktur bauen, mich schnell bauen? Mir okay, verstehst du mich dafür, dass am Moment von den an den Altersheim oder so eine Struktur braucht, dass ihn du mit Wartezeiten von 1 bis 2 Jahren muss rechnen. Dementsprechend wollen wir hingehen, dass der Staat direkt anfängt, neue Altersheime an anderen wie betreut Wunden auch zu bauen, für das viel schnell geht. Ich kriege froh, Wunden mehr bezahlbar. Wie soll das? Den Drogo macht ja am Moment so, dass nicht genug Offer da ist und dementsprechend der Preis angelegt geht. Also gehen wir hin, die Mengen an der Staat sollen bauen und das dann an einem Formel für 10 Euro den Meter Carré verlohnen. Und dementsprechend, wenn ihn das dann 10-15 Jahre gelohnt wird, geht ein Teil davon angerechnet und dann kann ihn das kaufen. Wen soll entscheiden, wo kann er am Dach sein? Die Eltern oder der Staat? An unserer Auffassung ist ja all Mensch frei für zu dezidieren, wie er leben will. Dementsprechend ist es also auch wichtig, dass die Eltern können frei entscheiden, ob
wenn sie kann an Krech Maison Relais schicken oder ob man sie desideieren für daheim zu bleiben. Da muss er dann der Staat natürlich auch hingoen an sind net Fall los mir hin, wo eng Möglichkeit gibt, wenn sie so eine Schul eng Auszeit op der Arbeit, dass sie da doch Gege finanziert kreen. Bezweifelsweise der Staat muss auch hingoen genug Platz an der Krechen an Maison Relais zur Verfügung stellen. Und eng gratis Maison Relais oder gratis Krechen wird das? Also für Eis sollen sie sowieso alle Guten gratis sind. Gratis ist natürlich ein heißer Begriff. Die Allgemeinheit finanziert soll es erkannt können, du schicken, ohne muss etwas zu bezahlen. Wie sieht ihr das? Für uns wäre das ganz positiv, weil wenn ihn am Berufsleben will bleiben, muss er nur mal auf Krechen oder Maison Relais zurückgreifen. Und das gratis Schulmaterial für jeden? Da sind wir der Meinung, dass die Regierung nicht weit genug gegangen ist, ihr Formular zu kritisieren mit den gratis Schulbüchern. Die hören, dass das nicht so gut gelaufen ist wie geplant. Mehr man der Schritt in die richtige Richtung. Und wir sind der Meinung, dass auch das Schulmaterial wie Hefter, Bicker, alles soll en gros Kaufgi vom Staat an den Schüler zur Verfügung gestellt gehen. Wir sehen nämlich Probleme, dass in Hanno eine Sozialaufgliederung bemol huet, wann ihr gesagt, dass den einen mit der teuersten Marke an die Schule könnt, während den anderen Eltern sich nur mal kein Louis Vuittons Schachtel können leisten. Das ist für uns ein Problem, an dementsprechend sollen sie nicht schon von kleinem Mund gewisse kriegen, dass du eine Trennung von den Gesellschaften hast. Et hee den so munschen sozialen Neid und dem Lehrpersonal wie se Position. Dat ass richtig, et gëtt jo mir oft gesot, die gingen immens viel verdingen, so sie hunn sal die gut ass mir hier erbecht ass jo net so einfach an dofir verste mir auch net, dass lo de Minister higängen ass an holle mal lummel chargeieren fir déi Narrenkeier zu begrenzen, wie zum Beispiel an de grosse Vakanzen nimi zu bezzuelen, wat bei en private Patron net méigich ass ass Bemol beim Staat méiglech ginn an mir stehen dofir, dass Gesamtleierpersonal respektéiert muss ginn, an dementsprechend muss doch gut bezahlt gehen. Wie wichtig ist Lützburg an der Schule oder an der Gesellschaft? Also für uns als Spruch die Integration, das einzige Modell wie verschiedene Nationalitäten können man nicht kommunizieren. Dafür ist für uns immens wichtig, dass alle Schulklassen als Grundspruch Lützburg schon. Datenschutz, dir steht wie eng selber Bestimmung über Daten. Wir sind der Meinung, dass jeder eng Information soll kriegen, was Betriebe, Gemenge, Staat und Daten haben, an dementsprechend doch selber kann bestimmen, was da geschieht, ob sie löschen muss. Es kann nicht sein, dass von den Bürgern Daten existieren, wo die Bürger selber nicht wissen, dass die gibt. An biometrische Daten nehmen am Ausnahmefall. Wir sehen die biometrischen Daten schon beim Pass kritisch und mit dem Staat will ich und das immer weiter ausbauen. Das Problem ist, dass ich nicht wirklich kann garantieren, dass die Daten auch sicher kryptiert sind. Das heißt, was geschieht eigentlich mit den Daten, wenn ein Delo hacken geht? Und das ist das Problem, wo wir sehen. Wir sind nicht grundsätzlich gegen den biometrischen Pass, aber wir sind dafür, dass die Daten besser geschützt gehen. Wie soll der Staat auf Open Data setzen? Wir sind der Meinung, dass Programme, die angesagt gehen, dürften nicht von ausländischen Firmen, am Moment für allem aus Amerika, gesteuert gehen. Wir sind dafür, dass Open Data so gesagt gehen. Das heißt, der Quelltext ist ob jeder kann gucken, was mit den Programmen geschieht. Dementsprechend, dass eine gewisse Transparenz dann, was der Staat auch mit den Daten möchte. Dazu wollen wir, dass Lützeburg Vorreiter soll gehen an der ganzen Open Data Industrie, wo ich kann Open Source Programme weltweit noch vermarkten. An gratis Wifi auf öffentliche Plätzen? Für uns als die Informationen so mit dem Internet schon quasi ein Grundrecht, das jeder soll haben. Und dafür sind wir der Meinung, dass auf den öffentlichen Plätzen, mehr auch am öffentlichen Transport oder wenn der Kaffee geht, überall soll der Wifi frei verfügbar sein. Grundversorgung vom Wasserstrom soll nicht Privatfirmen. Wir sind der Meinung, dass so wichtige Strukturen sollen in der Staatshand bleiben. Und mir okay verstehst du mich dafür, dass chinesische Investoren so wichtige Strukturen verkauft gehen. Die will transparent Politiker. Zumindest an der Finanzen. Ja, wir sind der Meinung, dass Politiker müssen ablehnen, was hier neben kommen sind. Am Ende so der Politiker schafft 20 Stunden und die anderen 20 Stunden kann er nach Geld neben drauf verdienen. Los da war so, du sind da die verdienen 100.000 Euro und wir sagen, okay, wo sie herkommen. Aber für uns ist das ein Problem, weil das keinen Einfluss auf
hier Stimmverhalen an der Chamber wollen. Du fährt Merke, dass der Wähler weiß, wo die Suen herkommen. Dat heescht nëmmen nach normal 40 Stunden fir e Mandat vum Politiker. Kekomül méi. Dat wäre die optimalste Lesung. Ich meine nicht, dass man das mit all den Parteien gegen hinkriegen. Mir sicherlich als Idee, dass der Politiker just als Politiker schafft, und auch just auf enger Platz. Nicht, dass er nach 3-4 Mandaten hier lanscht, mir wann den Deputierten ist, soll noch just die Arbeit in der Chambre machen. Ich wäre froh, wenn die anderen Parteien da doch gegen so gesehen. Ich meine, das geht ganz schwer Diskussion. An Gesetzinitiativen wie Volksbegier. Ja, es geht alles darum, dass, wenn ich genug Unterschriften hört, so mal 3000 einfach in den Raum geworfen, dass da kann ein Gesetzesentwurf an die Chamber gehen und dementsprechend die Chamber muss darüber aufstimmen. An Froen vum Bierge und dem Minister. Es soll möglich sein, dass nicht nur den Deputierten, sondern auch der Bürger kann einen Froh den Minister stellen, an das mal einer kleiner Höchstsumme 200 bis 300 Unterschriften sammeln und da kann den Minister einen Froh stellen. Wahlkommes hut Dir net mat ënnerschriwen. Wieso? Weil wir als gegen Mikrotargeting an Dark Post ausgeschwert haben. Wir sind einfach der Meinung, dass das ein Instrument ist, wo den Trump sich an der letzten Wahl gegeben hat und dafür auch zu Recht kräftig kritisiert ging. Also die anderen Parteien haben sich nun mal erlaubt, an dem Wahlaufkommen ist notwendig für Dark Posts an Mikrotargeting an den Wahlen zu benutzen und da sind wir dagegen. Partei Piraten steht fir modern Lützburg. Wo gesieht Dir Lützburg an 10 Joer? Also wenn mir an Verantwortung komme, ging ich so und dann also dann 10 Jahre moderne Affaire. Das ist so, dass wir über Lützeburg wollen aufbauen, wo auch kleine Entreprisen die Möglichkeit haben, für sich auszubauen, wo jeder die Möglichkeit hat, zu wohnen, wo ich nicht muss fortlaufen, weil ich halt keine Wohnungen mehr kriege, wo ich frei dezidieren kann, wie ich will leben, wo ich aber auch auf seinem Lebensabend die Möglichkeit hat, für nach gerecht an flott zu leben, weil kann ja auch nicht sein, dass mehr Bemol für die Senioren keinen Platz mehr haben. Das ist für also modern, da fährt Lützeburg, wo alle guten Generationen können zusammen leben. Vielmals merci, Marc. Gerne, merci. Einen schönen Abend.